Piazza Delfino. Naja, theoretisch wäre es wunderschön, hätten wir nicht ständig diese seltsame Sonnenfinsternis, wobei ich persönlich fände es gar nicht mal so schlecht, da ich eh kein Fan von Sonne bin. Aber es ist ein anderes Thema und es muss vor allem den Bewohnern so gefallen, nicht wahr? Plus natürlich den anderen Touristen. Soweit, so gut. Wir kommen zurück zu Super Mario Sunshine. Wuhu! Okay, Weitsprung so funktioniert noch. Aber eben der Hechtsprung, nicht der Weitsprung. So quasi laufen, bücken und dann springen, der geht leider nicht mehr. Bin gespannt, ob das mit der Zeit noch nachgepatcht wird, weil eigentlich ist es schon ein bisschen schade. Mal ganz kurz gucken, wie könnte ich jetzt eigentlich noch... Ne, wäre sowieso ein bisschen schwierig, wa? Man, so kann ich seitwärts gehen, aber... So kann ich greifen, ja. Ich überlege gerade, Moment. So jetzt. Ja gut. Ja. Gewöhnungsbedürftig, hoch 2000. Ja gut, rückwärts halt und so. Anderes Thema, warte mal. Eben so klappt es, aber ich kann nicht bücken und zurückspringen. Das ist sowieso seltsam. Wieso? Man braucht es den Move hier wirklich? Doch, für irgendwas war das. Weiß gar nicht mehr was. Egal. So, wir machen natürlich weiter und erstmal bin noch ein paar Erklärungen schuldig. Wenn ich hier drauf spritze und... Okay. Wir uns ins erste Level begeben von Super Mario Sunshine, Monte Bianco, Pfad zur großen Mühle. Let's go. Ah ne, warte mal, das war ja 64. Da ist er wieder. Schatten Mario. Aber sonst sind alle zufrieden hier. Ja, kann länger Zeit keine Folge mehr, beziehungsweise jetzt eigentlich seit dem ersten Part. Porto Fortuna. Parco Fortuna. Faszinierend. Das war ein bisschen ungünstig, weil ich eigentlich am nächsten Tag weit aufnehmen wollte und dann hat irgendwie sich bei mir der PC gedacht, nö, ich empfange jetzt kein Signal mehr von deinen Spielkonsolen. Edgy Badge. Das war ein bisschen doof. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Ich glaube, lang ist mein PC schmiert ab. Ich kann es nicht anders erklären. Du bist ja zurück. Als du das letzte Mal traf, hast du in Eile. Wir haben es noch nie gesehen. Oder? Warte mal. Ist der vielleicht der am Strand? Keine Ahnung. Also am Strand vom Flugplatz. Hallo, der Sonnenbrillentypi. Quatschnis. Willst du auch mal? Ja. Benutzt du nochmal eine Sonnenbrille? Oh ne, du bist noch nicht so weit. Warte, du musst ein paar Insignien bringen und so. Hasta la vista, Baby. Da ist er gut. Und ich wollte in dieser Folge ja auch auflösen, wieso eigentlich so Mario Sunshine noch bis heute mein... Pinsel, das ist ein anderer Typ wieder. Wieso Super Mario Sunshine bis heute ja mein Lieblings-3D-Mario ist. Blub, wegen Untergehen und so. Nee, das hat vor allem den Grund, weil, ja, nach Super Mario 64 war ich halt doch schon ziemlich geflasht und so und war das so in einer Phase, auch pubertärbedingt, wo ich halt ein schwieriges Mario haben wollte. Und Sunshine ist durchaus schwierig. Oder sagen wir anspruchsvoll. Und ich glaube, hier in der Version könnte es noch schwieriger werden. Ja. So ein bisschen akrobatische Kunststücke, die schon damals auf dem Gamecube ein bisschen tricky waren. Aber einen halt doch nicht losgelassen haben und ja, eben, wie bereits erwähnt, mal die Story. Von wegen, aha, Super Mario Spiel, okay, aber Peach wird nicht direkt entführt. Oder ist nicht direkt weg und so, sondern im Gegenteil, wir müssen gerettet werden. Ja, Super Mario hat ein bisschen Probleme. Also von dem her schon was Neues, wenn das mal so sagen darf. Und auch bis heute so geblieben. Hui! Okay. So, hier raus oder lieber nicht, aber nämlich außerhalb der World. Was ich hier mache, ich weiß es nicht. Ich hab Bock drauf, über die Dächer zu springen und mir die Welt anzugucken. Ja, eben. Vor allem deswegen, weil es ein bisschen kniffliger ist als andere Super Mario Spiele. Und auch unerwartete Story-Elemente mit sich bringt und so. Nee, da war damals auch, ich meine, es war direkt nach Luigi's Mansion. Luigi's Mansion war ja ein Launch-Titel für den Gamecube.
Gegensatz zu Super Mario Sunshine. Hier kommt noch was. Ich kann sagen, hier kommt noch was. Das ist eine blaue Münze. Sammelt sie in der Stadt im Bootshaus und Piazza Delfino einen Besuch ab. Okay. Mit diesem muss ich hier speichern. Warte mal. Ja, der Steuerung wird schon ein bisschen genussbedürftig. Egal, wird schon klappen. Okay, ist eine normale weiße Münze. Hui! Und ja, wenn man es auf ein Luigi's Mansion hat, zum einen ist natürlich ein Spiel mit Luigi, war damals auch etwas komplett Neues. Er so in der Hauptrolle, der Mario seinen Bruder retten muss. Kannte man so auch nicht. Das ist noch eine blaue Münze da unten. Ja, blaue Münzen sind wichtig hier. Eben 10 Stück und pro 10 Stück gibt es eine Insignie. Ah ja. Bitte, leicht kann ich in die Luft damit. Oh, hoch Mario, dankeschön. Wie es bei Luigi's Mansion ja auch der Fall war, wie wir alle wissen, da kann das mit Professor Egita das erste Mal. Okay, doch, ja, kann Ablauf machen. Kam also das erste Mal Professor Egizo vor und so. Damals hatten wir den Dreck weg. Nee, Schreck weg, Entschuldigung. Da ist der Dreck weg. Der andere war ja der Schreck weg. Eben halt den Utensil, mit dem Mario und Luigi die Gegner unsicher machten, oder zumindest die Gegner unsicher machten. Aber dann geht es bitte mal kaputt. Okay, wenn man an die Wand klopft. Der ditcht gut zu wissen. Muss irgendwie Herzsprünge oder so machen, oder Weitsprünge. Ja, und dann eben kurz nach halt direkt, hey, Super Mario Sunshine und wieder so ein Gerät von Professor Egito, wo man ihn irgendwie sieht und so. Und eben das mit der Story, was ich schon mal erwähnt hatte, also es hat mich halt so schon geflasht aus diesen Gründen und neben halt auch wegen der Schwierigkeit. Zum Teil ihnen auch ein bisschen unfair, kann man ja auch sagen, aber ja, eben all diese Dinge, was ein bisschen ungewöhnlich war. Und natürlich halt auch Schatten Mario. Du magst die ganzen anderen getauscht haben, mich nicht. Nee, bin ich nicht, wegen du Mützenpsych. Wow! Ach, ich erinnere mich, die hatten wir irgendwie, oder brauchten wir auch noch irgendwie für etwas. Irgendwann. Gut, 3 Stück, jetzt spare ich doch mal. Und weil wir es natürlich mit den heutigen Super Mario Spielen vergleichen, oder 3D-Spielen, ich meine, wir hatten letztens Odyssey. Und ich weiß, viele lieben Odyssey und so. Ich meine, es ist grafisch gesehen und von der Idee her. Ja gut, eben, man braucht einen Gegenstand, die Mütze. Okay. Hier war es. Ja, so eine Spritzpistole, eine moderne. Da ist eine Mütze. Okay, aber war halt trotzdem geil, auch mit den ganzen. Dass ich halt hier und da in andere Wesen oder andere Gegenstände verwandeln konnte. Das war alles geil, gar kein Thema. Und dann Monde statt Sterne, okay, geht auch noch, aber warum so einfach? Es war viel zu einfach, in jeder Ecke gab es so einen Mond und deswegen bin ich mit Super Mario Odyssey einfach nicht warm geworden. Ich bin ganz erstaunt, wie schnell ich die blauen Münzen sammle. Ich meine, wie bereits erwähnt, ich habe Super Mario Sunshine nie durchgespielt. Aber kam damals bis auf 40 oder 50 Insignien. Mehr habe ich damals nicht gemacht. Aus Frust vor allem. Das ist halt so oft ist, dann denken sich, ja, Frust und das ist doch alles scheiße. Und dann plötzlich, hey, ist eigentlich doch ganz geil. Oder rückblickend betrachtet. Okay. Und deswegen gucke ich mich hier um. Ja, dass es halt kein Remake gab, sondern nur ein Port. Ist es schade? Ja, nein, also bisher finde ich vor allem das mit der Steuerung ein bisschen ätzend. Dass man sich irgendwie auch so nicht mehr bücken kann. Du kannst zwar, das klappt, weil du brauchst ja für gewisse Quests, ich erinnere mich wieder, für gewisse Dinge brauchst du das halt, das muss so funktionieren, aber, ja gut. Nee, ich hoffe, es wird noch irgendwie nachgepatcht irgendwie, dass man irgendwie umstellen kann. Klar, es wäre der Z-Knopf generell, aber trotzdem. Also man Z zumindest einen Gamecube-Controller anschließen kann, doch funktioniert, weil dort klappt es ja leider auch nicht. Das große Windrad, okay, eben. Eigentlich müsste ich ja darüber, beziehungsweise, hallo? Okay, Kamera, die können wir noch ein bisschen nerven. Das Tor ist da geschlossen, aber momentan nicht drüber.
Nein, nein. So. So klappt's auch, Mann. Was wollt denn ihr? Hier. Ah, ihr werdet hier produziert. So. Keine Münze? Frechheit. Was weißt du Schönes? Das ist so eine praktische Gießkanne auf deinem Rücken. Warum gießt du die Pflanzen nicht? Sie hätten es nötig. Ja, hier ist jetzt wieder ziemlich sonnig, wa? Ja. Ach ja, ich freue mich. Und ich hoffe, ihr auch. Ich muss oder darf jetzt schon mal sagen, Windmühlen drehen sich nur die Kraft des Windes. Was hingegen nutzt die Kraft des Wassers. Alles dreht sich schneller, wenn du sie mit Wasser bespritzt. Ja, Naturenergie. Was ich schon mal sagen darf, aber auch muss, ist, dass... Also jetzt die Pause zwischen Part 1 und 2, tut mir leid, das war so wieder nicht geplant. Aber es wird generell so sein, dass, auch wenn ich nachher wieder täglich Videos hochlade, dass von Super Mario Sunshine ziemlich sicher öfters mal Pausen geben wird, von 3-4 Tagen vielleicht sogar. Hat, wie bereits erwähnt, damit zu tun, dass zum Teil gewisse Insignien oder gewisse Aufgaben doch ein bisschen kniffliger sind und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Hey Opa, wer bist du? Was ist das für ein seltsames Gerät an den Rücken? Hey? Ja. Und deswegen bitte nicht wundern, es wird deswegen ein bisschen länger dauern und so, aber ist auch schön, man muss irgendwie mal alles hetzen. Nein, ich bin nicht mit dir. Wer ist denn das? Hallo? Ja, da. Willst du was, Mützenmann? Willst du was, Mützenmann? Ich bin jetzt der Mützenmann. So. Genug gequatscht. Wir müssen darüber. Aber warte mal. Dann machen wir so. Was? Bin ich jetzt da durchgelitscht? Das kann nur Super Mario. Eine blaue Münze. Und ich hoffe, wir finden alle. Ach ja, da unten war noch was. Ich glaube, die kommen irgendwo da drüben vor. Kann das sein? Warte mal, kann man rüber da unten hin? Ich hatte leise Hoffnung. Warte mal. Könnte aber funktionieren. Dass ich irgendwie so anspritzen kann. Aua. So geht es natürlich auch. Nein, da wollte ich eigentlich nicht. Scheiße. Weil ich bin mir... ich wollte gerade sagen Mario. Auch bekannt als Super Mario. Ist die auf der anderen Seite? Weiter weg, wa? Mist. Ah ja, stimmt, es ist so ein Münzweg, haben wir gesehen, okay. Ganz ruhig, Mario! Mario ist ein bisschen eingerostet. Warte mal. Ah, da ist direkt hier. Hier. Okay. Wir haben ja selber Schuld, warte mal. Also sogar so, wenn ich hier... Achso, ein Pilz, okay. Natürlich auch nicht schlecht. Nö, daraus wird nichts, Kumpel. Und Kumpelinen, Okay, da hat der Kämpfer noch mehr. Ja, ich muss aber darüber, war geht nicht anders. Hui! Wuhu! Mario hat Spaß, sieht man.
Schaff ich? Ah, schaff ich nicht. Wie ich einfach alles mache, außer die Hauptquest, wa? So, Mario festhalten, bitteschön. Dankeschön. So, jetzt aber. Boah, wer das gerumpelt hat. Sag mal, Kameraführung wäre scheiße, wa? So, ist er direkt auf der anderen Seite, also gar kein Thema. Machen wir schnell. Nein, nein! Der quatscht wieder. Dann bleibt er eigentlich da. Okay, nicht so lange, aber sollte eigentlich reichen. Also mein rein theoretisch kann das davon hier abspritzen. Wenn die Kamera nicht so scheiße wäre. Ja. So geht's natürlich auch. So. Jo, da freut sich der Super Mario. Gut, die Münze behalte ich mal noch, falls wir da Schaden kriegen. Ah, ne, komm. Die Idee war gut. Der Idee. Das. Überall hier diese Scheiße. Also, es sieht wirklich ein bisschen aus wie gequirlte Scheiße. So. Wow. Diese Kackviecher können auch überall auf dem Bein stehen. So. Wir sehen schon, solange diese Piranha-Köpfe, nenne ich es jetzt mal liebevoll, solange die hier entlang kommen, kann ich das irgendwie jetzt nicht wegmachen, okay. Aber ich kann die zum Platzen bringen. Wow! Und es wächst alles wieder, ist das geil. Ja, nun haben sie hier alles zugemacht. Aber wieder was nach vorne, sehr schön, hier auch wieder. So. Hier können wir ein bisschen Zaun machen, das geht schon. Eine Palme, krass. Kann ich eigentlich den hochklettern, glaube ich nicht, wahr? Doch! Das war das. Ja gut, hochklettern. Wenn ich gleich mal Wasser alle wäre. Oh. Ja, Mario ist gut, ich weiß, du freust dich. Gut, ich meine, kann es nicht eigentlich so schwierig sein. Drüben war noch irgendetwas. Ja, der Erinnerung kommt langsam zurück, aber erstmal muss ich Wasser holen. So. Machen wir uns auf den Weg. Hallo Freundchen, lange nicht mehr gesehen. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's gut. Und dir? Okay, merkt schon ein bisschen so das Gesprächige, ja? Ja, warte mal, da geht gar nicht so. Was ist das? Alter, was ist das für eine Kackfarbe, die die ganze Landschaft verhunzen kann? Egal. Ist eine Farbe, die uns an den Insignia einbringt, beziehungsweise, naja, die Leistung natürlich. Jo! Bravissimo! Und die Nase schmutzig. Ist doch scheißegal. Und weiter geht's. So, ja, typische Super Mario-Manier natürlich. Haben wir verschiedene Missionen. Wie können es anders sein? Jo! Wie geht's, wie steht's? Na? Schon ein bisschen heller, kann man nicht, wa? Noch erst zwei, die das ein bisschen schwierig werden. War das jetzt schon wieder? Irgendwo hatten wir doch wieder mal so ein rotes Kreuz, das bespritzen konnten. Taucht irgendwo eine blaue Münze auf, wenn ihr jetzt bloß noch wüsste, wo. Aber nicht die hier, oder? Weiß nicht mehr, wo das genau war. Doch, warte. Ja, ich weiß es.
Hier. Yes, Mann. Ah, sehr schön. Wir brauchen mehr Insignien. So, wir hier noch ein bisschen gucken. Da ist, glaube ich, eine neue Welt, oder? Was ist das? Erstmal gucken. Guten Tag, was machst du? Benvenuto, ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, du gibst mir 10 Münzen. Was ist das? Keine 10 Münzen, dann gibt es nichts. Ich kann den Preis nicht herabsetzen. Das wäre Selbstmord. Capisce? Du musst leider später wieder kommen. Tschüssikowski. Sayonara. Frechheit. Ja, aber dem können wir da geht es um die 10 Blaumünzen. Er sagt zwar nicht explizit, aber es geht um die blauen Münzen. Worauf ich mich natürlich auch schon freue. Hui, ist nicht nur das unterirdische System hier, sondern auch der gute alte Yoshi. Den gibt's ja auch. Der hat hier eigentlich zu seinen ersten großen Super Mario 3D Auftritt, wenn wir ganz ehrlich sind. Alles zu erforschen, alles zu entdecken und überall zu verzweifeln. Ja, das wird mir Freude machen. Brauchst verzweifeln. Wenn ich hier unter Zeitdruck stehe und so, dann ist es gar kein Problem, weil da bin ich ja ehrgeizig mittlerweile genug, dass ich mir einfach sage, okay, ich habe jetzt da ein Problem, da muss ich jetzt halt ran. Da dauert es halt eine Weile und so, aber irgendwann klappt das schon. Okay, wenn man sieht, was da oben noch so alles abgehen würde. Ich rücke den links durch, ich hoffe, das geht jetzt schon. Ich bin mir nämlich nicht mehr so sicher. Münzen. War es jetzt sogar so bei 100 normalen Münzen? Gibt es auch eine Insignie? Was ein extra Leben, weiß gar nicht mehr. So. Ja, das war vor allem deswegen speziell für mich, weil ich das noch nie von innen gesehen habe. Noch nie! Das werden wir in diesem Let's Play aber ändern. Ja, theoretisch denken sie natürlich auch, ich kann das Teil einfach jetzt schon irgendwie sau machen. Aber es ist noch ein bisschen zu weit oben. Das geht deswegen ja später. Kurznachrichten. Sonnenforscher. Zufolge ist Mario schuld im ganzen Massaker. Ja, die Vögel, da war ja noch irgendwas, ey. Gab es sogar irgendwie einen goldenen Vogel, den man holen musste? Für eine Insignie? Alter, die ganzen Erinnerungen. Oh, Entschuldigung. Ja, Verzeihung, das war nicht geplant. Ich schmeiß mal eine Münze rüber und ich werf dich. Okay. Yippie und tschüss. What the... Also ich wusste noch von ihm, aber ich wusste nicht mehr, dass er genau richtig stand. Das war doch ein Glitch. Das sah sowas von falsch aus. Aber egal, wir haben es geschafft. Die 3. Insignie. Völlig unverhofft. Ich wusste gar nicht mehr, dass der Typ da stand und dass er mich hier hinschmeißt. Alter Verwalter. Aber egal. Freunde, ich würde sagen, perfekter Abschluss für diese Folge. Wir haben 2 Insignien geholt und ein paar blaue Münzen. Es geht voran. Oh. Wir können bereits in die nächste Welt gehen. Ja, wir wissen natürlich alle von wegen... warte mal, war da nicht irgendwie der Typ da, der uns wegen den blauen Münzen und so, der sagte, ey du, hast du nicht genug Münzen, dann verpiss dich. Tja, jetzt hat er sich selber verpisst. Ja. Völlig unverhofft, völlig ungewohnt, er hat sich einfach verpisst. Oh, da vorne ist ein bisschen sauer. Das schauen wir uns nächste Folge an. Bis dahin, bye bye.